Goedemorgen, Lebenswasserkioak. Mijn naam is Kenneth Giesbrecht. Niet voordat het zo zou, die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. Ik wil gleich naar eerste aanvangen met de bekendmerking. Wenn du die hast Blut en Karten te befrieren, dan wil ik die motor springen onze premarital klassen nemen. De premarital klassen die gaan voor 8 weken aan en die zijn aangereicht om die en die partner uitmerken voor het befriede leven. En wenn du wirst gleich naar een van onze predikingen wird toptreden aan een dag van je kaas, dan is een verlangen dat du en die partner deze klassen durchgaan doen. Wenn je dat interesseren, die kosten een informatie durchgaan, om je dat opschrijven voor premarital klassen. Hier bij Lebenswasserkioak heb ik kleine groepen. Dit is een groep van vrienden die durch de week top komen doen, die doen leven top. Die haben vielleicht Onkas oder die trinken Kaffee, eten Pack, knacken Zoet, vielleicht spielen sie some Games. Und die bieden Gemeinschaft ungern an. En ik raad er ook iedereen het schwan daar goede vrienden te vinden. Bij de kleine groep is die gelegenheid part te maken aan een van deze groepen en dat die en die familie kan Gemeinschaft bieden durch de week. Wenn ihr darüber interessiert, part aan te nemen aan deze groep, dan lade ik die aan een informatie naar te gaan, om die abschrijven voor kleine groepen. Dan wordt eens hier van Lebenswasserkioak in contact zijn met die, om een groep vinden wat aangereicht is voor die en ook voor die ganze familie. We kijken zo verder weg til September den 29. tot oktober den 2. Wenn wir den Wegen einklonen, wir uns 15 Jahresfaste feiern, hier bei Lebenswasserkioak. Wir haben dort besondere Dinge geplant für die Familie und für all deine Freunde, so die wirst du nicht vermissen. September den 29., September den 30. und Oktober den 2. Klock 7 Uhr ist die Lebenswasserkioak. Bühnen auf uns Hof, planen wir ein Konzert, ihn fertig bringen. Dafür Teufels und Freunde, die wollen kommen von Paraguay, um hier Musik spielen. Die wollen eine lokale Gruppe sein von dieser Umgebung, die sich nennt Second Chance. Lebenswasser-Anbetung wird hier auch spielen und die wirst diese übrigens nicht vermissen. Wir freuen uns, dass die eine Steuer mitbringen, wenn die wollen bieten tun, sodass die kann gemütlich sitzen. Und es wird 50 Peso auf die Person kosten für alle Alasch 5 und alle. Und so die wirst diese Konzerten die nicht vermissen. Noch ein besonderes Ding, was wir tun, ist Oktober den 2. planen wir Kindertag zu feiern hier bei Lebenswasserkioak. So nur die Gottesdienste hier und Sonntagmorgens wird hier Mittag ausgereiht worden, was ganz und sonst ist für die Familie und für all deine Freunde. Du wirst es nicht vermissen. Bring deine Kinder rein, du wollen Games sein für die Kinder, wo die können Bühnen spielen. Du wollen eine Kornmaze sein, so dass ein ganzer Weg durch die Korn gemerkt, wo die und deine Freunde können proben durchzufinden. Und du wollen dort Games sein, du wollen Eten sein, du wollen alle sonst sein. Und so die wirst du nicht vermissen, so das ist Oktober den 2. So weiter, morgen dort, die Kalender von September den 29. bis Oktober den 2. weil wir unsere 15 Jahresfest hier feiern, hier bei Lebenswasserkioak und du bist eingeladen. Das sind alle Bemerkungen für diese Werk. Weil wir nun in der nächsten Part von uns Gottesdienst gehen. Welcome hier. Mijn vrienden dat hier in Lebenswasser zijn. Vielleicht sei zum ersten Mal hier. Vielleicht sei hey, kommen zum der in Städten, wo sich taufen lassen, von der haben Taufers. So wenn du bist hier angekommen und hast du nicht gewusst, dass hier Taufers wir, das ist gut, dass du hier mit uns taub bist und wir wollen hier eine gute Zeit haben in dem Port von den Gottesdienst, wo wir den Tauf fast haben. So ich freue mich, dass ihr hier seid. Welcome alle hier, besonders für die, die hier ja sind, die hier nie sind. Das ist so gut, dass ihr mit uns taub seid. Auch für all die, die uns kicken online, Dankeschön für mit uns taub sein. Vielleicht kickt ihr auch, um das in der Städten, wo sich taufen lassen. Und Dankeschön für mit uns taub sein. Taufers, das ist ein sehr gutes Ding, sehr frohes Ding in Lebenswasser. Und so, mein Freitag bloß, dass ihr seid rausgekommen und von der auch hier ist jetzt so mit uns taub sein. Mein Name ist Pastor Jacob Cornelson und ich will hier heute ein klein bisschen übergehen, wo wir wie Taufers tun. Und so, vielleicht bist du hier lang im Glauben gegangen, du hast Jesus angenommen, du hast die Taufen lassen. Ich will uns bis alle ein bisschen denken haben, wo wir taufen tun. Und Nummer 1 ist, wir lassen uns taufen, wenn wir folgen Jesus sein Beispiel. Wir gehen in die Fußstapfen, wo wir können sein, und wir gehen hinaus, was uns gelehrt haben. In Matthäus 3, da finden wir die Geschichte, wo Jesus auch getauft wird. Und sich auf und er sagt, den Heiligen Geist raufkommen auf ihn. Was mir interessant ist von der Geschichte ist, Gott selbst redet zu ihm. Gott seine Stimmen kann hier, denn Gott, der sagt, das ist mein Sinn. Das ist der Sinn, und wenn ich ihn wohlgefallen habe,
dat is de zijn waar ik zeer tevreden met zie. En zo, wenn je hier van der zijn als Eltern, vriend, je Schwester, en besonders wenn je Eltern zijn, de jonge mensen wat zich taufen laten, die Sohn oder die Tochter, dann leg je dat ook van deze stad. Ik zie zeer tevreden met mijn Sohn, met mijn dochter, wat zich laat taufen van der. En zo, voor Jezus weer dat zeer wichtig, wie een wichtig, wie in zijn leerbanen, die tijd is hij beëerd weer, en hij leert ons dat we zullen gaan, en hij zegt dat we zullen nu gaan, en tot alle veld, ja, de ganze wereld, en in naam van den Vader en den Sohn en den Heiligen Geist. En wie dat wichtig, hij leert ons dat, en we gaan in zijn voetstappen met dat. Wanneer we ons taufen laten, dat wijst bloß een nieuw leven. Dat wijst dat we vangen nieuw leven aan. 2 Korinther 5 zegt dat doorween, wanneer wer in Christus is, dan is hij nieuw mens. Dat wat ik verder weer, zie ik niet meer. Hij is nu wat nieuw geworden. En zo dat oude leven is voorbij, dat wat zich taufen laten van jou, we vangen aan in een nieuw leven te gaan. En dat is een bewijs daarvan. De woord taufen is een ding wat we doen, zodat alle mensen dat zijn kunnen. Nog niet vinden we dat in de Bijbel, dat het zegt dat je zoals die geloven bloos voor die zelfs houdt, zoals op een stel houdt. Dat zegt meer dat het zal public zijn, dat de mensen rond die dat kunnen zijn. En dat is wat deze woord taufen bedient. En zo, de woord taufen, dat is een symbool. Geloven aan Jezus zaten, dat en dan laten we ons taufen om dat bewijzen, dit is op den weg waar ik nu ga, ik ga Jezus hängen aan. Mir hangt hier hast een paar dingen even te gaan, zoals we taufen doen hier in Lebenswasser. En nummer 1 is, we taufen zonen wat zich bekeerd hebben, wat im Glauben zijn en wat zei dat ze Jezus aangenomen. Jeder einer von ihnen haben mit geredet und haben ein Interview gehabt mit ihnen und haben mit ihnen vertelt. Und sie haben gesagt, ja, ich habe Jesus angenommen. Jesus lebt in mein Hart. Und dort, wo wir in Lebenswasser sein, dort Glauben kommt Nummer 1. Glauben, und dann kommt Taufen, und dann kommt Waschen. Glauben, Taufen, Waschen. Und wir sind bloß so schaftig für das, was sie hier taufen lassen, von der, dass sie sagen, ja, ich habe Jesus angenommen, ich will wieder für ihn leben. Nummer 2, wo wir das hier tun, ist, wir tun enger ducken in Lebenswasser. Und wir sehen dort, dass Jesus wird getauft, wird enger geduckt. Und dort mehr steht in der Bibel, wo wir Lehr von Taufest, wo getauft wird. Wordt het vielleicht von der nicht hier, wenn der Pastor da am Tank ist und taufen dat. Ein von unseren Pastors wird am Tank sein, ein von unseren Elders wird am Tank sein und enger ducken. Und sie werden mit reden und dann sagen, wir taufen ihn in den Namen von den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und dann können wir uns bloß mitfreien mit ihnen. In den ersten Service hat wir auch die Gelegenheit in der Taufe, da wir ein Vater, was dort halten, seinen Sohn taufen. Wir geben auch manchmal Gelegenheit, wenn ein Freund ist. In der ersten Gottesdienst hatten wir eben, wo der junge Mann halb seine Frau taufen mit dem Pastor dabei. Und das sind bloß some Dinge, so ist wir dort tun. Nummer 4 ist, wenn wir Taufest haben, dann ist das ein Friedenszeit. Das ist eine Zeit, wo wir uns freuen, das ist ein Fast. Wir sagen Taufest, und das ist eine Zeit, wo wir uns zelebrieren und lassen Schein gehen mit der Taub, was sich taufen lassen, was sagen, ich habe die Entscheidung gemacht, um Jesus nur zu fallen. Wir freuen mit mit. Aber das noch wichtige Ding ist, von der werden wir nicht vergessen, um uns bloß für Gott und für Jesus zu knien, so zu sein, uns Hort nach Arm drehen und bloß Dankeschön sein für was er hat getan. Wir wollen von der Jesus ehren. Er ging um Kreuz, er betont unseren Sinn, er mögen Weg auf, dass wir können ein neues Leben anfangen, dass wir können Taufest haben
En zo alles draait er om Jezus, waar we niet arm vergeten te hoog te heffen en arm te loven, arm te prijzen voor wat hij gedaan heeft. Dat andere denkt als wanneer we tof hast hier in de kerk, dat meint niet dat ze met dort glieder zijn in de kerk. Dat denkt wie zo en kan dat zo verstaan, dat is een ganz aparte ding. Dat we zich tofen laten, dat ze een stap wat ze neemt, bloos verder weg gaan en Jezus zijn wandel, bloos leven nu en met Jezus top gaan en de gliederschap, de membership, dat is een ganz aparte ding. We zijn hier in de kerk, dat zo'n jugend wat 18 en alle zijn, die kan entscheiden, dat ze wel dit een thuisje kerk merken, maar dat is niet van der, dat is een andere tijd. So van der is tof was. En dat is wat we wel vieren van der. So wat we waren doen als, we waren van de Ola en Zeugnis hier. We hebben met een Ola geredet, een van onze pastors heeft met een geredet, een tijd gehad met een vertaald, Zeugnis gegeven, een goede tijd hebben we gehad met een Ola reden. Maar ze waren hier van der ook opgekomen, bis kort junt ook Zeugnis met delen. En aan die tijd wat een tof wordt, dan wordt onze team hier boven zijn en wat muziek speelt. En dan waar we noordem, waar we een tijd hebben van aanbidding, wat we worship namen, een aanbiddingstijd waar we zingen en we God loven en prijzen, arm hoog geven. En dan noordem wat Pastor John de boodschap had. En zo we hadden 16 mensen wat zich opgesigned hadden om tofen. De eerste godsdienst waren 8. En ik geloof hier zijn ook waren 8 wat in deze godsdienst zijn. En het is ons zeer goed dat we kunnen deze dag is dit zo 4 met een top en Jezus hoog geven. So dat is wat we wel doen. So ik rood je pas toe, want je ook hier niet zijn, maar je kunt ganz toestig, bis ganz geloten zijn, wat een goede tijd zijn. Je kan zaten blijven deze tijd, wat ze het zeugnis hier metdelen. En je kan zaten blijven die tijd, wat de tof aangeeft, dat ieder einer kan dat zijn. Zo zijn wat inge gedacht. En na noordem, wanneer het team hier snapt, dan gaan we opstaan en bloos im gezang zijn en God loven en prijzen en worship. So, we waren aanvangen met dit zeugnis. Ik wil bis kort een gebed doen en dan willen we aanvangen. Dankzij Jezus voor deze dag. Dankzij dat we hier kunnen zijn. Dankzij dat we kunnen deze tofhast vieren van jou. En we kunnen ons bis metvrijen met deze wat een entscheidung gemaakt. Die nooit te vallen. En ze gaan bis public. Ze gaan bis en wie ons alle. Dit is waar ik zie en ik vang een nieuw leven aan van jou. We loven die en we prijzen die voor wat God u best. In Jezus naam. Amen. Amen. Oké, het nächste waar we aanvangen met de zeugnissen. Good morning. My name is Selena Wiebe, and I would like to share a little bit about my life. I grew up in a Christian home and always heard about Jesus ever since I can remember. But there was a point in my life when I had stopped reading the Bible and turned my life away from God. I started questioning if God was even real, and the friends I had at the time did nothing but try and pull me further from my belief in God. My life started going downhill really fast, and it felt like everything that could possibly go wrong was going wrong, and I resented God through it all. We started going to a new church summer of 2020, and those messages, I felt as though they were directed to me. And it really helped me to see that I had turned so far from God. And I decided I wanted a better relationship with God than I had, so I asked him for forgiveness. I started reading my Bible again, and I was determined to grow my relationship with God. It was very hard for me, and I often prioritized other things over spending time with God. And then December of 2020, I lost someone very dear to me. I felt so broken and betrayed by God that I became angry with him. I fell back into my old ways and turned my life away from God once more. I decided that I didn't need him, and there was no point in trying to grow my relationship with God if he was just going to take away people I cared about. I stayed in this cycle for over 6 months. Sometime after those 6 months, I suddenly felt this strong urge to just open up my Bible and just read. And I did exactly that. I opened up my Bible and just read. After over 6 months of not reading a word from the Bible. I didn't exactly know why I was reading it, but it truly felt amazing. I asked God for forgiveness once more and accepted Jesus as my Lord and Savior. I started studying the Bible and trying to grow my relationship with God once more. It was hard. But
I tried my very best to not let myself give up. Then at the church, there was a sign up for baptism, and I felt a strong feeling about it. And so I talked to my parents about getting baptized, and I prayed about it a lot. The next Sunday, I signed up to get baptized, and I felt so good about my decision. But just before I was about to start baptism classes, we moved here to Mexico. And for 5 months, I felt as though God had left me all alone. I felt like I didn't have a purpose here. I tried to trust that God had a plan, but it was very hard. Until April came around. I attended the Enflus conference, I met new friends, and my life started looking up. I met my best friend, Britannia, and she has been a huge blessing in my life, and she actually helped me and supported me with my decision to get baptized today, which I am so, so grateful for. I am also so thankful for my parents that have supported me through this journey in my life. So I want to get baptized today as a sign that I have accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Thank you. Hi Levenswasser Kijk. Ik wil anders zijn, ik probeer mijn testimony door te schrijven. En ik heb 3 maal geschreven, wie het niet allemaal goed. So, ik kwam van down, ik weet van down dat de Jezus die mag met mij zijn, wat mijn testimony brengt, dat hij mag dat sharen door mij wat mijn hart is. Toen staat een geschichte in de Bijbel, waar ik zo met vallen, zei ik wat ik lezen en dan wil ik een beetje mijn leven met deze geschichte comparen. Deze geschichte is the parable of the prodigal son. And he said, there was a man who had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the share of property that is coming to me. And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all that he had and took a journey into a far country. And there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion, and ran and embraced him and kissed him. And his son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to celebrate. So when ik zeg te show Rietheim, ik heb grote plans voor mijn leven. Ik wil een businessman zijn. Ik wil een dol geld maken. Ik wil een grote huis hebben. En ik lees daar foto's. Ik wil een grote spekje hebben. En dat is ganz veel Ferraris en Lamborghinis, Porsches en Corvettes. Dat is mijn favorite car. En zo, ik dacht mezelf, we in een betere staat to mijn dream realizen als the land of the American dream itself. So ik trok naar de staat om daar geld te maken. En de eerste paar maanden dat was fijn. Ik had voets een fijn job. Ik maakte daar geld. Maar dan op eenmaal kwam er een ding in mijn leven aan. God die schakt een wolfhaas in mijn leven. En ik kon niet schaffen. Dat is de ding die me preventing van schaffen. So ik werd depressed en ik werd al. Ik werd God al. Ik kon niet verstaan waarom hij niet luid mijn wellen volbrengt. En zo ik zei tegen God, you know what, die kost die pulen. Ik wil mijn in het leven uitvieren. So een leven, ik leer boezig dat een leven met ongod is een zo laat het leven. So ik ging naar alcohol en ik ging naar drugs. Tim mijn comfort fijn. En ik leef een stukje en dat.
En eens zo is, dan weer de weg op de wereld van mijn boven. En uit mijn anguish, ik roer uit naar God. En ik zei te hem, ik weet dat die hast mijn leven dienen heen. En ik wil gaan, die zoals die te mij wijzen. En at that moment, ik was expecting, ik wil een sign. Ik wil gaan, er zal een engel in mijn stoef komen. Er zal een miracle passeren, zodat ik weet weten dat hij er weer. Wat er niet passiert. So, disappointed ging ik sloep. En de nächste dag weer dezelfde als de ervaarde en de werking die ging voorbij. Dan op eenmaal uit nog niet kwam een gedanke in mijn kop neer dat wanneer ik wel God zien wel nu gaan, vielleicht zal ik in zijn woord zien. So, ik vond gewoon te lezen. En ik merkte een routine. Ik dat iedere dag lezen en iedere dag mijn mind was blown. Dat ik kreeg een satisfaction uit de buik wat geen substance is op ons die me kan geven. En zo, ik moest eerst mal een fool worden, zodat ik kan wijs worden. Dus Paul in Korinthe zegt, let no one deceive himself. If anyone among you thinks that he is wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is folly with God. For it is written, He catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. So ik lees weer en ik leer een deel van reich en arg. Maar met this knowledge word ik zo treurig, because zo mag ik lezen, dat zo mag ik leren van wat reich en arg wordt, zo mag ik wat arg in mijn leven wordt. En ik voel me hopeless. Ik weet dus, hoe kan God me trainen? Ik weet zo'n bit garbage van mens. Ik krijg dus te zien, like, die ging trainen in zijn voeten en hij zei, ik ben niet worthy te dien zijn man aan. Ze nemen me best als die servant. En dan kom ik op deze tekst in Isaiah, wo God zegt dat, wanneer die was trainen in me, dan zegt hij, I am he who blots out your transgressions for my own sake. And I will not remember your sins. En zo, deze gewolkje lief, die wordt me gewezen. En ik val op een knieën aan. En ik weet dus, God, ik weet niet van wat het beste voor mijn leven is. So ik wil mijn ganze leven die geven. En ik wil mezelf op een altar opschmieden. En als een thank you voor de lief wat die mij geven is en voor de mercy wat die mij gewezen heeft. Waar ik de eeuwige deel van mijn leven voor die leven. Er zijn deel mensen, mijn vriend, die naam me Jonah, which I find kind of ironic, because ik voel me nog zo als Jonah. En dit is wat Jonah beden deed, wings hij en een wolfhash weer. Then Jonah prayed to the Lord his God from the belly of the fish, saying, I called out to the Lord out of my distress, and he answered me. Out of the belly of hell I cried, and you heard my voice. For you cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surrounded me. All your waves and your billows passed over me. Then I said, I am driven away from your sight, yet I shall again look upon your holy temple. The waters closed in over me to take my life. The deep surrounded me. Weeds were wrapped around my head at the roots of the mountains. I went down to the land whose bars closed upon me forever. Yet you brought my life from the pit, O Lord my God. When my life was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. Those who pay regard to vain idols forsake their hope of steadfast love. But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. Salvation belongs to the Lord. So my message, wat ik hier van jou wil laten, dat is er is een zuil, wat ik verloren op de wereld speren deed. Roep op de naam van God en hij wordt die antwoorden. Die heeft dat voor mij gedaan, dus ik kan dat garanteren. Dankzij. Buenos días, mi nombre es Harry Potter en ik wil een klein beetje meedelen van mijn leven. Het eerste mal dat ik me bekeerd heb, dan was ik 12 jaar. En dat had er aber niet zo lang aan. Nu was het tijd dat ik val weer af en word al aan 20. Maar in mijn hart, ik word allemaal klaar, ik wil een dag in de hemel.
En det staat met de tijd... pardon. Hij zei, ik word ook klaar, ik wil een hemel. Maar du wir in beste weltliche Dinge, wat mij terechthouden deuten, wat mij niet leiden. En dan durf ik mir mal denken, goed als niet, ik wil nog jong, ik kan nog tijd, ik wil dat nog. En dan over de jaren zag ik dat wel veel jugendliche mensen te dood komen deuten, krijgt door accidents of krankheden. En toen ging mir de jongens aan ook dat onze tijd op de wereld is onbestemd. En mijn dad had van klein op wat mij denken kon, jeden Nacht vorm Schlupen gehen, würde einmal zu mir gesagt haben, dann nicht vergessen zu beten. Über die Jahre, mir war das ganz gewarnt, ich dachte euch mal, ich dachte das gleich. Und dann kam eine Zeit gekriegt, wo ein paar Jungs da kommen, die sagen, mein aller wären. Und dann ins Ursache das fragst, ich soll nicht vergessen zu beten. Und du direkt mir das dann sagen, ich dachte das dann noch, ich denke, meine Stufe, ich kann ein Stoßgebet. Und das, was mich von der Partie gebracht hat, ich will mich hier in so Toffen loten, in Jesus in Namen, und abwiesen für mein Glauben. Und es war ich kann starken Glauben wassen, für die Zeit, die mich hier nach ewig ist. Gracias. Buenos dias, hola. Mijn naam is Pedro Wieb. Ik freue mich immer für diesen Tag, dass wir hier laten dürfen. Wenn ich voor training een paar jaar terug, dit voor het laatste denk was, dan wat ik wilde. Opa, wenn ich 16 Jahre war, mir wieder christliche Leben sehr wichtig. Ich will immer für Jesus leben, bloß ich werde ehrlich und ich kann die Bibel so sein, dass ich sage alle Bücher. Ich lese die Bibel Tag, ich nehme alles ab, ich will frei leben, ich will nicht mehr für Jesus leben. Ich fange an, nicht ein Leben zu führen, Alkohol und all Dinge. Ich höre nicht mehr gleich bei, ich höre in mein Hart bin, ich lebe auch nicht reich. Und ich ging so wieder, einmal bei meiner Arbeit ein Mensch, ich kann einen Mann auf den anderen Mann, der ging durch ein Geschäft nach und sagte mir, ich kann mir mit dir vertrauen, ich würde beten hier. Und ich ging gegrüßt und sagte, Pedro, weißt du, was mir das tut, was ich leben lässt? Dann frage ich den, kann jeder Mensch nicht so leben, dass der Welt gerne kann. Aber ich war in Haus fahren, ich war jeder Tag für die beten, wenn die was kein anderes Leben nehmen. En dan die er kwijt lang ik van waren aan de kerk te voeren. Wieder ik probeerde Jezus aan te nemen. En ik kan het zijn, ik had immer een ganz aardig beeld voor Jezus gehad. Mijn leven changed weer, ik bekeerde me, dan was ik weer voor Jezus. Maar mijn oude leven, dat wil immer trainen mij na. Dan leef ik fresh van jaar in mijn oude leven ben, dan ik kan dat best niet meer doen. Spüren, dass ich dort so der Helge jetzt dort hier auf meinen Scheller boven. Ich kann so viele Dinge sein, was ich alle erreicht habe. Ich frage Jesus frisch, was meine Sünden vergeben. Ich will wieder für die leben. Und du wirst sie hier von dir und ich will mich lassen taufen und wieder für Jesus leben und wieder was. Gracias. Thank you. Buenos días, mi nombre es Juan Wal y hoy me quiero bautizar en el nombre de Jesús porque tengo fe en Él. Buenos días, mi nombre es Jacqueline Leuven y hoy estoy aquí por la fe que tengo en Dios. He tenido un pasado difícil, pero sé que Dios hizo todo por una buena causa, por un mejor futuro. Y hoy, como Él dio todo por mí, hoy yo quiero dar todo por Él y crecer con Él. Gracias. Hallo, mijn naam is Jacob Niefert en ik wil hier zo een klein beetje van mijn geschichte met te delen. Ik ben hier bij mal als ik rond 12 jaar weer. Ik weet nog niet ganz snel, wegen der Zeit, wo ich lebe, wie du ram sagt, wie kann ich weiten, als wie bezieht werden.
So, ich weiß nicht, aber ich hatte mal, irgendwo habe ich ein Buch gelesen, das beschreibt somit von, wo schrecklich der Haar wird sein. Und ich weiß nicht, ob das Buch wirklich wird, aber ich habe mal gehört, dass das wird euer sein, dass ja muss ein Mensch sich das können ausdenken. So, ich will nicht, was das Buch sieht, und wenn das nicht will so sein, dass das abgemerkt wird, das will ich auch nicht. So, ich werde einen Tag hängen an einem Squadenband und ich habe mich so angerührt von, wenn ich das Buch lesen, das will ich einfach nicht. So, ich werde hängen Squadenband und ich weiß nicht, wo ich kann soll. Ich ging mir da ran, ich weiß nicht ganz so recht, was ich will tun. Und ich habe Angst, ich denke schlecht, ich will was Besseres, aber ich kann nicht so recht. Aber mit eins vor mir zu be, ich würde bloß mal beten. So, ich knall mich direkt durch an, ich bete den Herrn jetzt an, dass er so mich annimmt, ich will für ihn leben und ich will in Kind Gottes dann und so tun, was er von mir will, wenn ich auch nicht weiß, was er von mir gut will. Mir wird nicht gelehrt werden, ich weiß, mir wird da gelehrt werden, aber nicht, das wird jeder tun nicht, ich kann nicht viel weiten. So, ich sehe bloß, ich will tun, mein Bestes, was ich kann. Und du kriegst ich Frieden, eins hast ich in mir 2 Minuten, ich fühle mich so frei. Ich denke mir, eins war allein, ich bin nicht so arg, ich könnte sagen, und ich sollte bloß von Stadt and enjoyed it basically. Ich habe Luther nicht ein gutes Leben gelebt, aber ich habe geprüft. Mein Bastet. Und ich weiß, dass Jesus mit mir alle Zeit und mit mir war. Und er hat mir Frieden alle Zeit gegeben, wenn ich auch Arche tun, Luther, dass Jesus mit mir war. Und ich habe Frieden, Luther gehabt. Ich konnte nur ankommen und Vergebung fragen sein, dass mir Leute, ich war besser, halt mich bloß mich hier wussten und wiederkommen in dein Leben, in dein Namen zu verherrlichen. Und ab dort war es mir getroffen, um zu beweisen, dass Jesus auf mich angenommen hat, er hat Wunder in meinem Leben getan. Dankeschön. Das ist ein bisschen interessant, weil jeder einer hat eine verschiedene Geschichte. Und aber der Herr Jesus hat geschafft, er hat gebetet, er hat Jesus angenommen. Und von der fangen sie nie das Leben an. Je wordt zijn ze hadden hamden an, wat het zegt, niet het leven. En zo, we hebben ons best met vrede met hem. Nächste Woche wir anfangen mit der Taufe, so wisst Pastor Albert. Albert hier, Albert hat voll Pott gewesen von der Taufe von ganz von Anfang an, was die Kirche erst sie war, 15 Jahre so. Und ein von unseren Elders wird halten, Fernando, was du noch, was hier kommt, Fernando wird halten. Und sind besprochen mit uns, ich habe viel von den Interviews getan, mit diesen Menschen geredet. So werden wir eine Hand geben für ihre Arbeit, was sie tun. Good job, guys. So blieb bis kriegt, wo ihr seid, wir wollen anfangen mit der Taufe.
Geht mal ins Lebenswasser Familie, wie frei ihn mit das Fass mit ihn tapte Pferde. Wie war einfach wieder Gott, ihr jeden Lob und Preis, wie werden ihn einfach ab der Stunde. Wie der wir heute im Himmel erst fast. Im Himmel freie sich alle für dort, was hier ab jetzt greift es jetzt so. Weil an Lob und Preis, wenn's heuer geht. Wann ich ziehe, dort bleibst du Wutter. Ich går nicht join, ja, ich verdrängt mich. En wann dort Wutter, ich war mein Kopf rein. Ich weiß, ich lass mich heim und les. Wann ich gebräuche, in mir nicht fein. Ich weiß, du hast du alle die sein Geld ablos. Du hast du alle die sein Geld ablos. Du merkst den Weich in den Tod zerbröt. Ich wollte ihn allein nicht konnten. Ich weiß, du hast du alle die sein Geld ablos. Ein Teil bezogen, die erst besiegt nie die Beste. Ich weiß, du lachst, mich nicht allein. Du bist dran, mir, ich fäch mich nicht. Wann ich gebrauche, in mir nicht fein. Ich weiß, du hast du alle die sein Geld ablos. Du hast du alle die dein Geld ablos. Du merkst den Weich in den Tod zerbröt. Ich wollte ihn allein nicht konnten. Ich weiß, du hast du alle die dein Geld ablos. Nacht, was du meine sieht. Du bist immer drüber. Dacht wie willen Feig lädst du har mit dich. Du bist immer fähig. Dacht du diese Nacht, was du meine sieht. Du bist immer drüber. Dacht wie willen Feig lädst du har mit dich. Die dein Geld ablos. Ich weiß, du hast du alle die dein Geld ablos. Du merkst den Weich in den Tod zerbröt. Ich wollte ihn allein nicht konnten. Ich weiß, du hast du alle die dein Geld ablos. In den Tod zerbröt. Ich wollte ihn allein nicht konnten. Ich weiß, du hast du alle die dein Geld ablos. Nåd så fallen fri. Jeg vet at Jesus rätt mig, en dödsgenug för mig. Hoven där faller är och från synd mig tar mig fri. Jeg vet att jag är rätt sig, en dödsgenug för mig. Halleluja, jag är grata.
bergen und dort Kreuz, dein Opfer durch, es genug für mich. Und nimm mein ganzer Sein, lud mein Hort für immer sing, singen bloß von deinen Leuten, in dort genug für mich. Übertracht du meine Fehler, stärk aus du mein Sieg, dein dort Lied von deiner Rade, in dort genug für mich. Halleluja, joina grata, halleluja, fort von Rade, oh du eist dieses, die Bergen und dort Kreuz, die Opfer durch, es genug für mich. Jesus, din blod så vi får skilt ut av Golgata, helt det kroppen min är här, en döds genug för mig. Halleluja, vårt von Rara, och du eist dieses, i bergen und dort Kreuz, din Opfer durch, es genug für mich. Halleluja, keiner Rata, halleluja, fort von Rara, oh du eist dieses, je bergen und dort Kreuz, din Opfer durch, es genug für mich, oh din Opfer durch, es genug für mich. Dat zijn de tekens wat God deed. We zullen dan deze mensen erleben wat hij verteld heeft. Dat zijn die einfach die gelbe tekens van zijn schijnheid. En ik wil met mir genieren dat nächste Leid mit uns heb einfach hans. Die gelbe tekens worden ons leven passiert zijn einfach nantig gegaan. Wanneer ik terug in mijn leven, zijn we sowohl gelb, immer war eine schlechte Zeit reingegangen. Und wenn wir uns einmal auf diese schlechte Zeit konzentrieren, auf diese negative Sachen, die uns Leben durchgegangen sind, dann wollen wir uns sehr schön verbessern, wollen wir uns sehr schön an unserem Fokus von Gott auflenken. Wo wir der auf die Götter teken checken, auf das, was Gott Götter in uns Leben tun hat. Und ich lade ihn dann einfach mit uns taub und das nächste Leute zu gehen, merkt ihr eine Horte ab. Gott will ihn die Tekens wiesen, wenn es heißt Geld, wenn es heißt, sehr viel scheint verdient, fair bereit. Gott ist Geld. Gås durch meine levenstid, geen dine trygghet du besid mig. Når starke storms kommer i am hårt, en gira omstund, wo ich dankreich du. Ich zeige Tickets von deiner Schönheit über mein Leben.
über mein Leben. Ich soll Erfüllung von dem versprechen, über mein Leben, über mein Leben. Halt mich nur denken, wann ich schwach bin. Angst kann kommen, doch Angst wird gehen. Du lässt mein Hart jetzt mit in sich. Du bist ein Kraft, und wirst du immer bleiben. Ich soll die Dickens von deiner Scheune über mein Leben, über mein Leben. Ich soll Erfüllung von dir versprechen, über mein Leben, über mein Leben. Soll der Krieg so gleiche groß, die Tickets sind uns allbohr. Ich ziehe der sin blöd, plötzlich sie, oh Jesus. Soll der Krieg so gleiche groß, die Tickets sind uns allbohr. Ich ziehe der sin blöd, plötzlich sie, oh Jesus. Oh. Ich soll die Tickets von seiner Schönheit über mein Leben, über mein Leben. Ich soll Erfüllung von dem versprechen, über mein Leben, über mein Leben. Ich soll die Tickets von deiner Schönheit über mein Leben, über mein Leben. Ich soll Erfüllung von dir versprechen, über mein Leben, über mein Leben. Wir zijn best die tekens van ons. Wir zijn die tekens van Scheinheit. Wir zijn die tekens van Beschützung. Wir zijn die tekens über unsere Familie, unsere Freunde. Und wir sind best erinnert von der, über deine Life, deine Gnade, dein Allweitend über uns, dass du so schein bist zu uns. Wir loben dich, wir heben dich hier, wir sagen Dankeschön. Dankeschön für die Tekens über uns Leben, dass wir uns gerne an die festhalten und die Versprechungen. Und die Versprechung, wo der kommen ist, dass du sagst, du wirst immer bei uns sein, du wirst uns nicht verloren, du wirst mit uns gehen. Dankeschön, Jesus, wir sind die Gott, wir loben dich, wir preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Wer wir Jesus eine Hand geben, heißt der Gott. Amen. Thank you, Jesus. Hey, ich kann Ihnen durchsagen. Nächste wird Pastor John abkommen, er wird die Botschaft haben. Und er ist eine Reihe von Botschaften von Gott an. Und von der hat er nicht Wort für uns. Deze Sommer dan hebben we ons hier verteld onder ons wo Schmack dat zit in onze Gegend. We hebben een altijd jaar gehad en dat zei grein, wanneer we voeren, de boy, de eiweiß, die zit zo Schmack en wanneer je mal in de boy gaan, er een beetje in de Tür nemen, dat zit Schmack. Dat bleien Blaum, wat gewöhnlich nicht bleien in onze Gegend. En so dat bloß ein sehr wunderbares Jahr was. Aber wir weten alle, dass bijna een Monat oder 2 Monate, dann sind alle dood. Dan wordt het waar bruin zijn. Dat gras dreigt auf, de bloem valt auf, en de bloem verwaalt, en de verdreigt, en de storft.
Und da will ich ein bisschen reden von Gott in uns Tod. Wir haben geredet von unseren Unterbrechungen, uns Lüren, unsere Steine. Die können die Botschaften alle kriegen online, wenn die wollen, die horchen. Aber von der wollen wir ein bisschen reden von Gott in uns Tod. Weil Gott ist verwickelt mit uns Leben. Wir gleichen euch von Tod zu reden, ich auch nicht. Wir gleichen nicht, wenn Tod passiert in unserer Familie. Gewöhnlich reden wir bloß davon, wenn wir ein Begrafnis haben oder so eine Dinge. Aber von der will ich ganz hart ein bisschen reden von Tod. Wir haben einen Vers in der Bibel, in Psalm 90, die sagt, lass uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Und ich will Ihnen ein klein bisschen vertellen, der Hintergrund von dieser Geschichte. Das ist Psalm 90, das ist von Moses geschrieben. Moses ist in der Wüste und jeder Tag kommt sie an, war eine lange Liste von Namen gegeben, oder von Menschen, die gestorben sind. Und dann wird das denkt wir, dass sie wir in Jahren 3, dann wären sie an der Grenze von das verheitene Land. Moses schickt 12 Männer aus in das Land an, sie sollen es untersuchen. In diese Männer kamen 3 und 10 von den Säden, das geht nicht, das ist allmählich. Gott hat uns verloren, Gott hat uns bloß in die Wüste gebracht, um uns hier umbringen. Und weil wir uns einig waren, weil wir nie Lehrer wählen, weil wir 3 nur Ägypten tragen. Und dann sagt Gott, die waren Jünwunsch, was in Erfüllung kommt, oder was die gesagt haben, was passieren wird, dass die hier alle waren gestorben, das wird in Erfüllung kommen, und die waren hier in der Wüste gestorben. Na, Menschen, die das studieren, sie glauben ungefähr 600.000 Menschen, die 20 in alle wären aus der Ägypten rüberkamen. Das ist eine Geschichte in einer Gesellschaft, in der palästinischen Gesellschaft, die haben auch eine Geschichte von das. Und die Geschichte ist so, dass wie ein Abend, ein Tag, das Jahr, eine Nacht, das Jahr, wo sie mussten einen Grab gruben, alle Menschen, alle Männer, die 20 in alle wären, die mussten einen Grab gruben. Und dann mussten sie in das Grab schlafen, die Nacht. Und dann den nächsten Tag zum Morgen, dann wären da 15.000 von denen, die nicht abstanden. Die wären gestorben danach. Na, ist das sie was, weiß ich nicht, die Bibel redet nicht von, aber wenn wir das ausrechnen, in 40 Jahren 600.000 Menschen, dann mussten wenigstens 41 den Tag sterben. Und dann andere wäre 15.000 das Jahr. Und so Moses kriegt immer nur Rechten. Stelle ich mir so vor, in ein Schreiber, der sagt, dass wenn sie hatten, eine Zeitung gehabt, eine Pass würde wie sein, dann würde bloß dann voll was von Lebensverzeichnissen. Und dreimal Moses, das ist das, wenn du aus den Dachen sein Leben, sonst wird noch mal haben, das bloß, ich hier voll so zu sein. Und er geht und er betet zu Gott. Und das wurde das Vers nennt kommt. Im Psalm 90. Lest ihr im Psalm 2, ich will hier nicht die Zeit nehmen. Aber lass uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Und so sagt, lass uns bedenken. Da wie ein Prediger, er kam in eine fremde Kirche, oder in eine Kirche, wo er nicht zusiert, er redet, sie haben ihn angelohnt. Und nur die Botschaft, dann sind dann Lieder, die luden am Ende, und er hüst zum Mittag, so ist es dann sogar manch ans fertig wird sein. Und das Lied, was das Prediger anladen, das ist ein sehr recker Arranger. Und nur Mittag, dann fahren sie ab seinen Landraum einmal ab ein Eiwern ab, und dann sagt er das Prediger, so wie es den Uhr und sein kann, das alles meint. Fahren sie am anderen Eiwern ab, und so wie es den Uhr sein kann, das alles meint. Tausende Kopf high. Das Land, so wie es das sein kann, das alles mein Land. Und als sie dann staut haben, sie rumgefahren, und die Menschen haben gewesen, was er alle eint, dann fragt er den Prediger, was leist von das denn? Weil der Prediger sagt, das ist ein sehr feiner Ranch, du hast viel Land, viel Fei. Aber dann wie ist dann der Haken, fragt er, wieviel einst du da oben? Dann weet je, wie einen aus dem Himmel, aber wir merken uns hier rein für den Himmel. Wir merken uns hier rein für die Ewigkeit, weil wir leben nicht für immer. Und das ist eigentlich, was hier in das Psalm auch sagt, dass wenn wir 70 oder 80 waren, in dieser letzten Werk, haben wir alle was Neuigkeiten hier, die weiten dort, dass die Königin Elisabeth ist gestorben in England, 94 Jahre lang das Leben, hat sie sehr lange regiert, und ihr Mann starb in Jahren, halb 3 ungefähr, die wir 99, so die Lieder, die wären all lang auf dieser Welt so zu sein. Aber weet je,
die Bibel sagt 70, 80 Jahre, wann es lang ist. Und so dann müssen wir bedenken, von der sind wir jung, von der sind wir gesund, von der sind wir noch neu, von der wollen wir in der Wirtschaft bauen, von der wollen wir ein Geschäft anfangen. Like, wir sind jung, wir leben, wir wollen viele Dinge tun in uns Leben. Aber wir haben gerade eine Kirche angefangen, wir wollen noch lang in die Kirche schaffen. Und dann meinen wir durch. Jemanden alle sterben. So ist wir das Gleiche oder nicht, aber das bloß wird das Leben jetzt. Spreche sagt, wer sich wirklich belehren lässt, wird klug worden. Und weißt ihr, wir sind von der hier, wir haben die Zeugnisse gehört von diesen jungen Menschen in Press im Herrn, wann die Jesus fing. Wo bist du? Und weißt ihr, wir können für das Leben leben. Du kannst die wählen. Für 70 Jahre hier wählen, Gott zu sich schmieden. Im Römerbrief sagt er dann, wenn sie Gott schaden, sie geben ihm nicht die Ehre und danken ihm nicht, oder sie haben Gott zu sich geschoben. Ich will nicht Römer 1 hier von der lesen, aber das ist eine Beschreibung von wer das in dieser Welt schafft. Wir haben Gott zu sich geschmieden und dann dreht sich dort Deib an Sinn an. Alle Hunde aufjagen, die hören die verschiedene Dinge. Und so das ist eine lange Liste von Dingen abgenannt, wo das handelt, wenn ich bloß für 70 Jahre lebe. Wenn ich nicht bloß für diese Welt hier lebe. Und ich will bloß schön machen, dass ich wandel Geld habe. Ich will recht sein. Das ist mir nicht, wenn andere hungern, aber ich will recht sein. Wenn dort unsere Einstellung ist für 70 Jahre, dann sind wir hier. Wir haben Gott nicht die Ehe gegeben, wir haben ihm nicht gedankt. Und dann sagt er jetzt, sie geben sich in ihr Denken mit verkehrten Gedanken auf, sodass das Diestere in ihr unverständigt hat, überhaupt nein. Und wir sehen dort in dieser Welt, dass es dort schafft. Und so das Psalmist, der sagt uns, lieh uns bedenken. Lieh uns bedenken, dass wir sterben machen. Na, weet je, ich sage so viel, hier ist China von der, was nicht kann vertalen von somebody, was du kannst, was dir ist dich wie was, aber der ist nicht mal hier. Vielleicht hast du einen Vater, eine Mutter, einen Ehepartner, ein Kind, oder die Eltern sind weg, oder die Großeltern. Aber weißt du, hier ist China, mag uns von der, was 100 Jahre alt ist. China. Und du warst, wenn du warst 100 geworden, das wird meistens Wunder sein. Ich weiß, wir waren von der alle aus some Jahren 3, aber weißt du, 99 Jahre alt, das ist alt. Und so, im Psalm 90 sagt ich, ans Leben ist hier 70 Jahre, und wenn das hochkommt, 80. Und er sagt, und wenn das auch schein gewesen ist, und ich glaube, wir haben scheinet Leben, wir leben in einem fernen Land, und wir haben gut zu essen, wir brauchen never hungern, und like, wir haben das schein gehabt, haben wir doch bloß von mir und Trühe zu reden, das kommt bald zu eng, und wir fliehen weg. Und weißt du, jeder einer von uns, wir haben ein fernes Leben, wir leben einfach auf einer fernen Stadt. Ich denke einmal an eine von den letzten Botschaften, was Steve predigt, der redet von, dass wir leben in der obersten 5% von den reichsten Menschen in der ganzen Welt. Das ist, wer wir sind. Aber am einmal dann ist es durch. 70, 80 Jahre. Und so dann sagt der Psalmist, er sagt, lieh uns bedenken, dass wir klug werden. Er sagt, alle Menschen sind so groß und dort scheint, dass sie uns haben, so ist eine Blume am Gras. Das Gras verdriecht, die Blume fällt auf. Und das will ich erst von reden. Wenn die sei jung, und sie hat Geschmack, die haben all ihre Haare, und die haben nicht alle wen von dir, well, okay. Knubbels, habe ich bald gesagt, das ist Geschmack. Das was scheint an uns Körper, das was scheint an uns Menschen, wir können zum großen Sehen in dieser Welt, das was scheint auf dieser Welt. Aber weißt du, so scheint es an so einer Tür sitzt, wie weit da rein alle, kommt der Zamba, dann zu brühen. Und das alle sterben. Und so, wir haben Gras für uns Haus, das noch niemals so Geschmack gewesen als das Jahr. Aber wir weiten das alle. Und so ans Leben. So scheint es das so Geschmack, als das ist, wir weiten das, wie wir sterben. So ich sage, lieh uns bedenken, dass wir sterben machen, dass wir klug werden. Und wir können uns fragen, was mein klug, ob das so steht. Und weißt du, wir sind kluge Menschen, wir können alle Hand bühren, alle Hand merken, wir können alle Hand Trachplanen. Und wenn ich bloß an mein Leben denke, von wo die Welt geändert hat durch Technologie und all so eine Dinge, das ist meist nicht zu futen.
Und so, wir sind kluge Menschen. Aber das ist nicht die Klugheit, wo ihr von redet. Er redet von der Reitmerken für den Tag, wenn die Kosten hier ist und du bist dabei. Na, fast bei uns, wir sagen einmal, wir sterben zu uns altes Leben, wir wurden begruft und wir stehen ab zu neues Leben. Aber du wirst körperlich aufgestanden. Das ist sozusagen ein Bild von was jetzt mit uns passiert ist. Aber weißt du, ein Tag, wo wir sterben, uns wurden sie begruben und dann kommt eine Auferstehung. Und dann kann ich Titel in all die falschen Wiesen in der Bibel. Die Bibel ist sehr klar, dass es eine Auferstehung. Wir wollen ein Tag vor Gott stehen, weil wir uns wie gerecht worden, verseilig worden oder nicht. Der Entscheidung merkt wie hier, das Gerecht kostet einen Stich gehen, aber das Gerecht, wo du vor Gott verantwortlich bist für dein Leben, für was du getan hast, da wirst du danach begegnen, wenn du ein Kind Gottes bist. Und ich denke immer so, wenn ich vor Gott stehe und meine wohnt, was ich mir durch ein Leben gebüht habe, sozusagen, der wird durch Gott sein Ofen durchgeschoben, dann will ich nicht haben, dass da sollen viel Leichen sein, wo alle haben Stroh und Halt und so eine Dinge werden, dass das alles verbrannt. Aber wir wollen einen Tag sterben und dann müssen wir vor Gott stehen. Und der Psalmist sagt, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden. Und weißt du, was klug ist? Klug ist, wenn du Jesus kennst. Du hast Jesus angenommen, nicht bloß in deinen Kopf, aber in dein Hort. Dein Leben gehört arm. Und weißt du, das nicht glauben, dass wenn du Jesus angehörst, dann zum armen Leben, dann muss es ein Prediger sein, oder ein Diakon, oder ein Versänger, oder irgend sowas. Wir haben manchmal ein bisschen eine Idee gehabt, weil wenn Gott die berufen hat, zum Farmer sind, zum Ranger, zum Businessman, oder zum Truckfahrer, was immer du das in deinem Leben, das ist deine erste Arbeit, wenn du ein Kind Gottes bist. Na, Gott beruft sich einige zum Prediger sein, einige zum vielleicht zum Diakon sein, oder Missionar, aber viele von uns sind berufen zum Schaffen mit Business, mit Wirtschaft, mit was immer Gott ihnen gegeben hat, zum Sieg auf dieser Welt bauen. Wenn du dort das, was Gott dir gegeben hat, bloß für die Namen, zum die selbst hochheben, dann bist du nicht klug gewesen am Ende. Aber wenn wir das hier getan, zum Sieg bauen, und wir haben gegeben von uns haben Gott, zum das Evangelium können in der Welt rausgehen, und da wird hier tüssieren, die haben gegeben, wie kann das rausstrahlen, und wie kann die politische Welt beeinflussen für Jesus. Aber weißt du, dein Leben, Hafen, Zweck hier in dein Leben, Gott will haben, dass klug sein mit deinem Leben. Dass du arm kannst, du hast einen Arm gefragt, du hast Arm nicht zu sich geschoben, du hast Arm gesagt, du hast an Jesus geglaubt, dann hast du sehr geschafft und viel Geld gemerkt und dann sind recht gebührt. Und viele, viele Menschen wollen im Himmel sein, wenn du hast dein Geld gegeben. Vielleicht hast du niemals wen persönlich nur Jesus gelehrt, aber du hast den haben Gott gebraucht, zum Sieg bühren auf dieser Welt und du wirst eine Belohnung kriegen. Lehr uns bedenken, dass wir klug werden, dass wir sterben werden, dass wir klug werden. Amen. Ich würde fragen, dass ihr abschauen. Unsere Prayer-Teams waren hier in Fernsehen, wenn ihr ein Gebet fehlt, aber wenn wir daran denken, dass wir leben hier, wann fehlt 70 Jahre, eigentlich 80 Jahre alt, wenn ich daran denke, noch 10 Jahre. 20. Wie alt bist du? Was für ein Prozent von die Leben ist wahr? Und so werden wir klug werden, weil wir Jesus kennen und dann dort, was Gott uns anvertraut hat, von dem das ist dort berufen, für arm. Wenn das für du auf dieser Welt bist. Himmlischer Vater, wir danken dir, für dass du mit uns bist. Dankeschön, dass du uns hast gewählt als deine Kinder, du hast uns angenommen. Dankeschön für uns eine Erlöser geben und help uns, Herr, dass wir wollen bedenken, dass das Leben auf dieser Welt nimmt ein Eng und dass wir wollen klug sein. Und ich danke dir, dass du uns verschalten. In Jesus' Namen. Amen. Dankeschön für kommen, wünschen dir Gott sehen, einen guten Weg, weil wir rausgehen, weil wir sehen,